Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Folgende Themen haben wir heute für euch. Spektakel am White Style Open zu Myra. St. Beatushöhle erstrahlen in neuem Glanz. Und Privatklinik Meiringen erweitert ihr Angebot. Zuerst schauen wir jetzt aber auf die News vom heutigen Tag. Defizit deutlich geringer als befürchtet. Die Jahresrechnung 2021 vom Kanton Bern schließt merklich besser ab als budgetiert. Das Defizit beträgt 63 Millionen Franken, wie die Finanzdirektorin Beatrice Simon heute vor den Medien bekannt hat gegeben. Keine höheren Entschädigungen. Der Kanton Bern soll bei Verstaatlichung von Kulturland mehr zahlen. Das fordert der SVP-Grossrat Ernst Wandfluh aus Kandergrund. Doch der Regierungsrat winkt ab. Aus seiner Sicht ist das Vorhaben nicht verfassungskonform. Erste anerkannte Ausbildung von Sozialhunden in der Schweiz. Die Sozialhundeausbildung ist von der Internationalen Gesellschaft für tiergeschützte Therapie akkreditiert worden. Pro Jahr werden in der Schweiz rund 450 Sozialinterventionen mit Bernhardiner durchgeführt. Eigentlich hat 2020 die letzte Ausgabe vom White Style Open zu Myra stattfinden sollen. Das langjährige OK hat sich aber anders entschieden und möchte das Event künftig neu aufleben lassen. Die Ausgabe 2022, wo Freestyle-Skifahrer und Snowboarder wiederum spektakuläre Tricks im Nachthimmel von Myra gezaubert haben, ist darum auch ein voller Erfolg gewesen. Was da vor Ort abgegangen ist, hat sich mein Kollege der Manuel Glaser angeschaut. Tricks wie hier in der ersten Runde. Das ist glaube schon der vierte Fahrer, den er gemacht hat. Ja, das White Style Open, das macht natürlich unser Herzstück aus. Das Herzstück ist das, was ihr hinter uns seht, eigentlich hinter der Big Air. Über das sind wir bekannt worden. Wir haben wirklich über 14 Jahre eigentlich immer den Big Air mit den Night Finals angeboten. Mit den Night Finals sind wir in der Schweiz immer etwas eigentlich von der speziellsten Format gewesen, in der Big Air Szene. Und natürlich mit unserem Preisgeld, das wir schon immer in der Höhe von 12'000 Franken dürfen ausschütten, haben wir eigentlich zu den bestdotiertesten Big Air Events von der Schweiz gehört. Wir hatten letztes Jahr im 2021 wirklich nur eine Light-Version angeboten hier im Park von der Schildhornbahnen. Haben aber gemerkt, dass es einfach nicht so der gleiche Spirit ist wie das White Style, wo man es kennt. Weil das White Style, so wie man es kennt, das ist jung im Dorfzentrum, das hat Zuschauer, aber das lebt vom Spektakel, von den Night Finals und so weiter. Und uns freut es extrem, dass wir heute weit über 40 Starter, also eigentlich Reiter am Start hatten. Mit dem sind wir eigentlich wirklich mal wieder in dem Niveau, wie wir es ganz früher auch hatten. Also wir haben wirklich eine stattliche Anzahl an Fahrern. Das Niveau ist extrem cool, also auch die Jungen, die lassen hier wirklich mega raus. Also es macht mega Spass, nicht zuzuschauen. Ich bin der Lars Ruchte, komme von Unterseen und starte als Freestyler im Big Air. Also ich finde so Big Air Night Final heisst es ja. Und ich finde, das ist immer hure geil. Also so vom Feeling her, vom Vibe und so ist wirklich speziell so oben zu stehen so. Vor allem hier so ist noch so, es ist recht beleuchtet so mit so Scheinwerfern und dann unten sind halt so die Leute, ist recht die Stimmung so. Und ist so, ja, jetzt ist dein Moment so, ist noch speziell. Es soll der Start in eine neue Zukunft sein. Unter diesem Motto ist in den letzten Monaten bei der St. Beatushöhle einiges los gewesen. Das Panorama-Restaurant, das neu ganzjährig betrieben wird, sollen Besucher nicht nur kulinarische Höhenflüge bescheren, sondern auch einen einmaligen Blick auf die Thunersee und die Berner Alpen bieten. Der Ben Abeckler hat mir Sibyl Zimmermann, Leiterin Gastronomie, geredet. Wir eröffnen am 1. April unser neues Restaurant «Stein und Sein» in der St. Beatushöhle. Ja, es läuft auf Hochtouren, der Umbau ist in vollem Gange. Aber wir werden fertig und braucht noch viel zu organisieren, noch viel einzurichten, noch viel Material und das wird jetzt angeliefert. Wir sind dran und freuen uns. Wir haben neue Aussenrampe, wir haben eine Terrasse erneuert, wir haben wirklich ganz viele Sachen. Innen noch ist alles neu, das erkennt man nicht mehr. Wir freuen uns, es geht alles ein bisschen gäbiger zum Arbeiten und es wird alles heller und ja, es ist übersichtlicher und
ja, für uns super ideal, wir freuen uns. Ich bin natürlich engagiert, es ist viel zu tun, viel zu machen, erledigen, daran denken, aber ich freue mich wahnsinnig und ich komme am Morgen gerne und gehe am Abend zufrieden heim. Super, es läuft. Das Alter macht bekannterweise vor niemandem Halt. Das weiss man auch über die Privatklinik Meiringen. Durch die Übernahme vom Lenkashaus der Stiftung Alpbach kann das Zentrum im Bereich Alterspsychiatrie ihr Leistungsangebot für Patientinnen und Patienten künftig erweitern. Kim Franzen hat beim CEO Matthias Güdel, der leitenden Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, der Tanja Müller und der Stationsleiterin der Renate Häsler nachgefragt. Wir sind hier im neu eröffneten Zentrum für Alterspsychiatrie von Privatklinik Meiringen, das wir am 20. Januar in diesem Jahr eröffnen durften. Das Konzept ist ein spezialisiertes Zentrum für alterspsychiatrische Patienten. Das entspricht eigentlich auch der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, wo wir hier jetzt wirklich in ihrem schönsten Ambiente haben, in schönen Räumlichkeiten von Stiftung Alpbach, die ja extra gebaut wurde, für ein Demenzheim übernehmen können. Also die Patienten hier, die sind vor allem ältere Menschen, über 65 Jahre alt. Und die werden hier behandelt aufgrund von alterspsychiatrischen Störungen, wie zum Beispiel Demenz, Depression, aber auch Suchterkrankungen und andere Erkrankungen. Und das ist so, dass die so im Durchschnitt 5 bis 6 Wochen bei uns sind. Und danach muss man dann schauen, ob sie dann entweder Unterbringung brauchen oder wieder nach Hause zurück können. Das ist so ganz grob unser Klientel hier. Der Unterschied, wie es in anderen Institutionen ist, kann man so nicht sagen. Ich kann einfach hier vom Haus reden, wie wir es hier machen. Dass wir Patienten, Patientinnen in der Tagesstruktur unterstützen. Das fängt an bei der Körperpflege. Wir sind dort unterstützend. Wir arbeiten ressourcenorientiert, also wir schauen, wir machen Bedarfsabklärung. Was kann der Patient selber noch und wo braucht er die Unterstützung? Also eigentlich braucht jeder, der dement ist, mal psychiatrische Unterstützung. Ja, weil es geht ja erst darum festzustellen, ob Demenz vorliegt. Es könnte ja auch irgendwas anderes sein, zum Beispiel Depression oder andere Erkrankungen aus dem psychiatrischen Kreis. Dazu muss man erstmal Abklärung machen, medizinische Diagnostik und dann vielleicht auch behandeln, bestimmte Symptome der Demenz, ja, damit die Lebensqualität noch so ein bisschen erhalten bleibt. Ja. Also Beispiel ist zum Beispiel, dass jemand eine Demenz hat und aggressive Symptome oder Tendenzen entwickelt, dann würden wir ihn medikamentös behandeln und auch mit einer Tagesstruktur schauen, ob der Schlaf in Ordnung ist und solche Dinge. Und dann können viele unserer Patienten dann auch wieder nach Hause zurückkehren und von den Angehörigen dann weiter betreut werden. Ja. Pflege und Betreuung vom alterspsychiatrischen Patienten ist sehr vielseitig. Und es ist kein Tag gleich. Es ist sehr abwechslungsreich. Das ist nur kurzzeitig hier, das ist wie ein Klinikaufenthalt. Ja. Da versucht man am Anfang Ziele zu vereinbaren, was man mit der Behandlung erreichen will. Und wir arbeiten auch mit den Angehörigen zusammen, beziehen die mit ein und schauen dann gemeinsam, wie die Zielsetzung sein ist für die Behandlung. Zuweiser zu uns sind dann vor allem Psychiater oder verschiedene Hausärzte oder auch mal Angehörige, die sagen, so geht es nicht mehr weiter, da muss was passieren, da muss eine Behandlung stattfinden. Also ganz sicher ist es primär so, dass man den alten Menschen gerne haben muss. Aber wir haben nicht eine besondere Ausbildung. Ich denke, das steht wirklich im Vordergrund. Wir müssen den alten Menschen sehr gerne haben. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Artikeln findet ihr wie immer online unter jungfrauzeitung.ch. Kollegen von Meteo News verraten euch jetzt noch das Wetter für die nächsten Tage. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute haben wir nochmal vom Hochdruckgebiet Peter profitieren. Es war sonnig, aber ab morgen gibt es jetzt eine nachhaltige Wetterumstellung. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, dann sehen wir, es war noch ruhig heute in Mitteleuropa. Ab morgen übernimmt aber ein Tiefdruckgebiet über Frankreichs Zepter und es gibt auch noch mal einen Gruß aus der Sahara.
Also bereits in der Nacht auf morgen nehmen die Wolken zu und dann ist der morgen Vormittag doch mehrheitlich bewölkt. Es gibt höchstens fahlen Sonnenschein und mit dem Sahara-Staub ist es dann wieder ziemlich diesig. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen etwa 5 und 6 Grad. Und am morgen Nachmittag da ist es mehrheitlich bewölkt. Es bleibt aber bis am Abend noch trocken. Die Temperaturen nicht mehr ganz so mild wie heute oder in den letzten Tagen. Die Höchstwerte die liegen im Flachland bei etwa 15 bis 17 Grad. Im Oberland, zum Beispiel aus Frutigen, da messen wir maximal 14 Grad. Ja, und dann ab dem Mittwoch da kommt die Lösung für die Natur. Regen wird ja dringend benötigt und den gibt es doch immer wieder. Also vom Mittwoch bis zum Freitag da ist es meistens stark bewölkt, immer mal wieder nass. Temperaturen die sind im Sinkflug. In Interlaken gibt es am Mittwoch noch rund 11 Grad, am Freitag noch maximal 3 Grad und entsprechend sinkt dort die Schneefallgrenze. Am Mittwoch da ist sie bei etwa 15 bis 1700 Meter, am Donnerstag sinkt sie gegen 1200 Meter und am Freitag da sinkt sie schon mal auf etwa 5 bis 700 Meter. Am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter. Gelegentlich gibt es noch Schneegestöber, meistens bis in die Täler. Die Temperaturen die erreichen maximal 2 Grad. Auf den Sonntag gibt es aus heutiger Sicht der Wetterbesserung. Das war es vom Wetter. Jetzt wünsche ich euch weiterhin ganz schönen Feierabend und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.